Jam schreibt da noch, ist es gescheiter, in der heutigen Zeit jeden Monat zum Beispiel nur Singles rausbringen oder Alben und EPs rausbringen? Das ist auch sehr breit gefächerte Antwort, die man da könnte geben. Ich würde sagen, es ist immer noch eine Kombination aus beidem. Wenn man dich aber noch nicht kennt, also ich gehe jetzt mal von dem Standpunkt aus, wenn man noch Newcomer ist, wirklich Newcomer, für viele, die da zuschauen, ist das vielleicht ja der erste Bezug, den er aufbaut, teilweise zu der Musik. Wenn man dich noch nicht kennt, dürfen wir nicht unbedingt davon ausgehen, dass die Leute mehr Bock haben, Bock haben mehr als allenfalls 2 Songs von dir gleichzeitig zu hören. Heisst so viel wie, ich würde jetzt nicht als absoluter Newcomer, würde ich nicht gerade sofort mit einem riesigen Albumprojekt starten. Ich würde wirklich zuerst irgendwie Songs geben und schauen, wie die Leute darauf reagieren, und dann kann man immer noch auf die Reaktionen drauf aufbauen. Aber im Idealfall hast du beides. Also wenn ihr traditionell wissen, und traditionell heisst jetzt da nicht Old Head Mentalität, heisst nichts Schlechtes, sondern wenn ihr wirklich wollt, professionell, traditionell ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn ihr wollt, professionell das auf einem höheren Grad machen, mit einem höheren Anspruch, dann willst du Single-Umsatz generieren, als Künstler oder Künstlerin, aber auch Alben-Umsatz. Das heisst, einfach gesagt, du willst deine Konsumenten, deine Fans, deine Die-Hard-Supporter, deine Unterstützer, willst dazu bringen, dass sie einen Mehrwert dahinter sehen, deine einzelnen Songs zu hören, aber auch ein vollständiges Album. Und mit dieser Mentalität schafft Jam, dass am Anfang von einer Musikkarriere, sage ich jetzt mal, dass die wenigsten sich Zeit nehmen, um mehrere Tracks auf einmal zu hören. Darum vielleicht eher einzeln. Aber gute Frage.